Die Bibel sagt, wir leben in dieser Welt, in dieser irdischen Welt, aber wir leben als Fremdlinge in dieser Welt, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt, wir passen irgendwie nicht so ganz in diese Welt hinein. Und wir sind nicht nur Fremdlinge hier, sondern wir sind zusätzlich auf Feindesland in dieser Welt. Fremdlinge auf Feindesland. Die Bibel sagt uns, diese Welt, diese Erde ist in der Hand des Feindes. Die Erde ist in der Hand des Feindes. Darum sind wir in einem Kampf. Du bist in einem Kampf. Epheser 6, Vers 12 sagt, dass wir in einem Kampf sind. Es sagt da, unser Kampf. Unser Kampf. Also nicht nur der Kampf der geistlichen Leiter, nicht nur der Kampf der Propheten und Apostel und Pastoren, sondern unser Kampf. Du bist in einem Kampf, wenn du in dieser Welt lebst, und wir leben in dieser Welt. In einem Kampf gegen die Weltbeherrscher, gegen die Fürstentümer, gegen Satan und seine Mächte. Du bist in einem Kampf, ob du willst oder nicht. Du bist in einem Kampf hier auf dieser Erde gegen Satan und seine Mächte. Er beherrscht zusammen mit seinen dämonischen Mächten, beherrscht er diese Welt. Und gegen diesen Weltbeherrscher und gegen dessen Werke und Auswirkungen geht unser Kampf, geht dein Kampf. Es ist ein Kampf, unser Leben hier auf dieser Erde. Um das noch klarer zu sehen, einige Bibelstellen. 1. Johannes 5, Vers 19, der zweite Teil von diesem Vers. Da steht es, wir wissen, dass die ganze Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Also die ganze Welt ist in der Hand oder in der Gewalt des Bösen. Nicht nur ein Sachverhalt oder ein Teilbereich, sondern die ganze Welt ist in der Hand, in der Gewalt des Bösen. Und wir haben gegen ihn zu kämpfen. Oder eine andere Bibelstelle, 2. Korinther 4, Vers 4. Da steht, der Gott dieser Welt verblendet die Augen der Ungläubigen, damit sie die Erlösung, die Jesus für uns bereit hat, nicht sehen, nicht erkennen. Der Gott dieser Welt verblendet die Augen der Ungläubigen. Der Gott dieser Welt ist nicht Gott, ist nicht Jesus, sondern der Gott dieser Welt ist Satan, der Weltbeherrscher mit seinen dämonischen Mächten, und er versucht, die Augen der Menschen zu verblenden, damit sie Jesus nicht erkennen. Und damit sie die Erlösung, die Jesus für die Menschen bereit hat, nicht erkennen. Und wenn sie es nicht erkennen, können sie es auch nicht ergreifen, dann werden sie nicht erlöst durch Jesus. Und dann versucht man es durch eigene Leistung, durch gute Werke, durch eigene Bemühungen und Anstrengungen, durch Esoterik oder in anderen Religionen. Das ist völlig untauglich. Es gibt nur eine Erlösung und die geht durch Jesus. Aber wir sind im Kampf gegen diesen Weltbeherrscher, der die Augen der Menschen verblenden will, dass sie das, was Jesus für uns Menschen bereit hat, nicht erkennen. In Jesaja 60 da steht, Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Und dann kommt so ein Statement, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Das ist das, was wir auch sehen, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann sehen wir Finsternis und Dunkel, Not, Elend. Das sind eben die Auswirkungen dieser Weltbeherrscher, dieser dämonischen Mächte,
Wir sehen die göttlichen Werte, die verschwinden immer mehr. Man sagt ja, wir sind im nachchristlichen Zeitalter. Die göttlichen christlichen Werte verschwinden und Gesetze werden angepasst, verändert, so wie es der Mehrheit der Gesellschaft gerade passt. Oder ein anderes Beispiel, die Evolutionslehre. Obwohl sie wissenschaftlich widerlegt ist, gilt sie als wissenschaftlich. Jeder Wissenschaftler, der das ehrlich zugibt, muss sagen, es geht nicht, es funktioniert nicht, die Evolutionslehre. Alles, was sich selber überlassen wird, entwickelt sich nicht weiter, sondern geht zugrunde. Du kannst es mal mit deinem Auto ausprobieren. Oder mit irgend sonst was. Also Materie hat in sich selbst nicht die Fähigkeit und die Kraft, sich zu hören, Strukturen zu entwickeln. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und alle diesbezüglichen Experimente und Versuche haben das auch bewiesen. Aber unbeirrt glauben die Menschen das trotzdem. Sie glauben das. Das, was sie in ihrem Alltag nie glauben würden, hier glauben sie es. Nur damit sie eben die Schöpfung außer Acht lassen können. Und daran sieht man, der Fürst dieser Welt verblendet die Augen der Menschen durch ungöttliche Theorien und Philosophien, damit sie eben Jesus, Gott, nicht erkennen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, sagt Gott hier. Und das ist keine selbstgerechte Verurteilung der Erde durch Jesaja oder durch die Frommen, die sagen, so schlimm ist die Welt, so schlimm sind die Menschen dieser Welt, die wollen nichts mit Gott zu tun haben, die sind so daneben. Und man zieht sich dann zurück in seine eigene private Seligkeit. Man sieht, wie schlimm die Welt ist und zieht sich zurück. Finsternis, Dunkel, all diese Auswirkungen der dämonischen Mächte in dieser Welt, und man will nichts damit zu tun haben und zieht sich zurück. Vielleicht in sein kleines christliches Grüppchen. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Das ist nicht das, was Gott will. Sondern Gott will genau das Gegenteil. Er sagt zum Beispiel in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium. Geht hin in alle Welt. Geht hin in dieses Feindesland und prediget das Evangelium. Und wir müssen ja nicht allein hinausgehen in diesen Kampf, in diese Welt, in diese Umstände, sondern Gott hat uns göttliche Kraft gegeben, den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Mit der Kraft Gottes, mit dem Leben Gottes, damit wir das in die Welt hinausbringen, in die Not, in das Elend dieser Welt hinausbringen. Wir sollen uns nicht zurückziehen, sondern wir sollen das göttliche Leben, die göttliche Kraft in diese Welt hinausbringen. Der Finsternis, dem Dunkel entgegen, etwas dagegen stellen. Und das finden wir auch hier in Jesaja. Und jetzt kommen wir zu einem Wort in diesen Versen, einem kraftvollen, dynamischen, lebensverändernden Wort, allerdings nur in diesem Zusammenhang, nur wenn wir es in diesem Zusammenhang sehen. Und wir müssen lernen, dieses Wort in unser Leben, in dein Leben hineinzunehmen, zu gebrauchen, anzuwenden auf biblische Art und Weise. Da steht nämlich, es geht weiter da, aber, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, aber, Gott stellt nicht einfach fest, so schlimm ist die Welt, Punkt, sondern er sagt, so schlimm ist diese Welt und die Auswirkungen der finsteren Mächte in dieser Welt. Aber
Aber, ein göttliches Aber. Es hört nicht bei der Finsternis auf. Gott hört nicht bei deinem Problem, bei deiner Schwierigkeit, bei deiner Not, bei deiner Krankheit auf, sondern es kommt ein Aber, ein göttliches Aber. Es gibt ein göttliches Aber auf das Wirken und auf die Auswirkungen der Finsternis in dieser Welt und in deinem Leben, in dem, was Satan und seine Mächte bewirken wollen in dieser Welt und in unserem Leben. Ein göttliches Aber. Die Antwort Gottes, das Angebot, das Erlösungsangebot Gottes an diese Welt und die Menschen dieser Welt. Die Welt ist schlimm, die Not ist schlimm und schrecklich, aber, Gott hat ein Aber. Es muss, es soll und es darf nicht so bleiben. Gott schaut nicht diese Welt an und denkt, ja, sie sind alle so daneben, sie wollen alle nichts von mir wissen, sie haben sich alle gegen mich entschieden. Und er zieht sich zurück mit seinem kleinen Häufchen, die an ihn glauben. Nein, er stellt ein Aber gegen das Wirken Satans. Er sagt auch nicht, der Fürst dieser Welt hat eben die Oberhand gewonnen über diese Erde und die Menschen glauben ihm, was soll ich da machen? Nein, er stellt ein Aber dem entgegen, ein göttliches Aber. Und dieses göttliche Aber wollen wir uns anschauen heute Morgen. Es ist eine göttliche Kampfansage, ein göttlicher Widerspruch an das Wirken Satans in der Welt und in deinem Leben, deiner Familie, in deinen Umständen. Es ist die Lösung Gottes, das göttliche Aber. Das Aber Gottes ist die Antwort Gottes auf das Wirken des Teufels. Der Teufel regiert zwar diese Welt, aber Gott hat eine Lösung bereit für dich, für uns. Finsternis ist zwar da in dieser Welt, aber Gott hat eine Lösung bereit. Gott hat eine Lösung bereit. Es kommt etwas von Gott. Er stellt dem Wirken und den Auswirkungen Satans in dieser Welt und in deinem Leben etwas entgegen. Das göttliche Aber. Aber über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Über dir strahlt auf der Herr. Die Not ist groß, die Probleme sind groß, aber Gott hat eine Lösung. Und bevor die Herrlichkeit kommt, bevor die Lösung Gottes hineinkommt in dein Leben, kommt dieses kleine, wichtige, verändernde Wort aber. Aber. Bevor in deinem Leben die Herrlichkeit erscheint, Heilung, Gebetserhörung, Erfüllung der Verheißung, bevor seine Herrlichkeit in deinem Leben erscheint, muss von dir dieses göttliche Aber kommen. Du musst es ergreifen und hineinnehmen in dein Leben. Nicht dieses Aber, das wir letztens mal angeschaut haben, wo es heißt, Gott sagt es zwar, aber die Symptome werden immer schlimmer, die Probleme werden immer größer, die Rechnungen immer höher. Gott sagt es zwar, aber es funktioniert nicht. Nicht dieses Aber. Genau umgekehrt. Die Probleme werden immer schlimmer, die Rechnungen werden immer höher, aber Gott hat gesagt. Aber Gott sagt in seinem Wort. Aber Gott hat verheißen. Dieses Aber. Nicht Gott sagte es zwar, aber, sondern genau umgekehrt. Die Probleme sagen das und das, aber Gott sagt. Dieses Aber verändert unser Leben und das wollen wir lernen und uns davon ermutigen lassen, dieses göttliche Aber. Dieses göttliche Aber. Und wir wollen jetzt kurz einige biblische Aber-Beispiele uns anschauen, in chronologischer Reihenfolge durch die Bibel, möglichst kurz.
Biblische Aberbeispiele, wo Menschen in schwierige Situationen hineinkamen und die dann das göttliche Aber erkannten und erlebten und so einen Durchbruch erlebt haben, eine Kehrtwendung in ihrem Leben erlebt haben und erlebt haben, wie ihre Probleme, wie ihre Schwierigkeiten gelöst wurden. Das erste Beispiel, das wir uns anschauen, steht in 1. Mose 50, Vers 20. Das ist dieses Beispiel, wo, kennt ihr alle, Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und der dann zum höchsten Regierungsbeamten wurde, direkt unter dem Pharao über das Land Ägypten. Und seine Brüder, die ihn verkauft hatten, die ihn hassten, die kamen nach Ägypten und haben ihn aber nicht erkannt. Haben ihn nicht erkannt. Josef traf seine Brüder, er hatte genau verstanden, was die Brüder mit ihm vorhatten. Er wusste genau, was sie getan hatten mit ihm. Er wusste, dass sie ihn hassten oder gehasst hatten, dass sie nahe daran waren, ihn umzubringen, dass es nur fast ein glücklicher Zufall war, dass er noch am Leben war. Er wusste das alles. Aber er hatte dem etwas entgegenzusetzen. Er sagte dann seinen Brüdern, als er sich ihnen offenbart hatte, in Vers 20, 1. Mose 50, Vers 20, ihr zwar gedachtet, mir Böses zu tun. Ihre Absicht, ihre Motivation war nur daneben. Ihr zwar gedachtet, mir Böses zu tun, und dann kommt aber. Aber Gott hatte es zum Guten gewendet. Aber Gott hatte es zum Guten gewendet, damit er ein ganzes Volk erretten konnte. Josef hatte dieses göttliche Aber verstanden. Er hatte diesem Hass seiner Brüder, dieser Not, in die er hineinkam, etwas entgegenzusetzen. Ein göttliches Aber. Aber. Und das hat ihn durchgetragen, hat ihm immer wieder Kraft gegeben, durchzuhalten. Aber Gott hat einen Plan mit mir. Gott hat zu mir gesprochen. Als er da in diesem tiefen Brunnen lag und der Teufel ihn auslachte und sagte, jetzt ist es zu Ende, dein Leben ist vorbei, deine Träume, das Reden Gottes, das du gehört hattest, das Wort Gottes durch die Träume, ist alles vorbei. Das ist das Ende. Josef aber sagte, ich liege zwar hier in der Grube, aber Gott hat zu mir geredet und Gott steht zu seinem Wort. Gott hat durch Träume zu ihm geredet und Gott holte ihn raus aus der Grube. Aber kam in die nächste Katastrophe, ins Gefängnis hinein, zu Unrecht. Und wieder sagte er, aber Gott hat einen Plan mit mir. Die Umstände, die Schwierigkeiten, die sagen das Gegenteil, aber Gott hat einen Plan mit mir. Er hat festgehalten an diesem Reden Gottes, an diesen Träumen, wie Gott zu ihm geredet hat. Die Bitterkeit hat ihn wahrscheinlich beschlichen gegen seine Brüder, gegen die Leute, die ihn verleumdet hatten, gegen die Umstände. Er sagte dazu, aber Gott hat sein Wort gegeben und Gott steht zu seinem Wort. Immer wieder stellt er seinen Schwierigkeiten, seinen Nöten, seinen Problemen ein göttliches Aber entgegen. Das war seine Reaktion. Die Schwierigkeiten, die Probleme sind da, aber Gott hat zu mir gesprochen und Gott steht zu seinem Wort. Er gab sich den Schwierigkeiten nicht hin. Er akzeptierte die Probleme, in denen er war, nicht. Er arrangierte sich nicht damit und sagte, Gott hat zwar gesprochen, aber ich muss jetzt wohl doch die Fakten zur Kenntnis nehmen. Es ist vorbei, jetzt sitze ich im Gefängnis. Gott hat zwar gesprochen, aber es ist unmöglich, dass das in meinem Leben jemals Realität werden könnte. Ich muss das wohl jetzt hinnehmen, damit muss ich wohl jetzt leben. Nein, hat er nicht gemacht.
sondern mitten in den Schwierigkeiten hat er gewusst, aber Gott hat zu mir gesprochen und Gott steht zu seinem Wort. Er hat all dem ein göttliches Aber entgegengesetzt. Und die Frage ist, wo hat er dieses Aber her? Wo hat er dieses Aber her? Gott hat zu ihm gesprochen in diesen Träumen, die er ihm gegeben hat. Damals gab es die Bibel ja noch nicht. Wir haben die Bibel, wir haben das Reden Gottes in schriftlicher Form. Das hatte er nicht. Und Gott hat durch Träume zu ihm geredet und er bewahrte es in seinem Herzen. Es war gegenwärtig in seinem Herzen präsent. Ein göttliches Kontra in der Not, in der Schwierigkeit, gegen all das, was der Teufel in sein Leben hineinbringen wollte. Wenn das Wort Gottes in deinem Herzen lebt, wenn du es in deinem Herzen hast, dann ist es ein göttliches Aber, ein göttliches Kontra gegen all das, was der Feind, was der Teufel in dein Leben hineinbringen will. Ein göttliches Aber. Gott aber. Und das hat ihn herausgebracht. Das war seine Antwort. Und das hat ihn durchgetragen durch alle Schwierigkeiten. Immer wieder. Und am Schluss hat er den Sieg Gottes erlebt. Er hat die Erfüllung der Verheißung, die Erfüllung des Redens Gottes in seinem Leben erlebt. Er hat es erlebt, weil er festgehalten hat an diesem göttlichen Aber, am Reden Gottes. Und wenn wir lernen, dasselbe zu tun, dieses göttliche Aber, die Verheißung Gottes, das Reden Gottes, hineinzunehmen in unser Leben, in unser Denken, in unsere Situation, in unsere Probleme, dann werden auch wir den Sieg Gottes erleben. Dann wirst auch du die Erfüllung der Verheißung des Wortes Gottes in deinem Leben erleben. Die Situation ist schwierig, die Probleme sehen hoffnungslos aus, aber Gott hat gesagt. Das hat Josef erlebt. Ein weiteres Beispiel, ein bisschen später, 400 Jahre ungefähr. Da kam Mose, der Mann Gottes, der das Volk Israel aus Ägypten hinausführte. Und er hat es nach einigen Turbulenzen so weit gebracht, dass das Volk Israel aus Ägypten auszog und dann standen sie vor dem Roten Meer. Ein Meer vor sich. Hinter sich kam aber die Armee des Pharao. Da rollten schon die Panzer auf gegen sie, die Streitwagen. Zusätzlich war das ganze Volk Israel gegen ihn. Sie haben gemurrt und gemotzt und ausgerufen. Gegen ihn. 1. Mose 14, Vers 13. Das war die Situation. Was hat Mose gemacht? Da steht, Mose aber sprach. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Warum konnte er so reden? Warum konnte er Glaubensworte proklamieren in diese Situation hinein, wo er total allein, total verlassen, wo alles gegen ihn war? Nicht nur die Umstände, sondern das Volk, das er eigentlich in die Freiheit hineinführen sollte. Alles war gegen ihn. Warum hat er nicht gesagt, oh ich Armer, wie wir das meistens machen? Alles ist gegen mich. Ich bin so ein Armer oder eine Arme. Kennt ihr, oder? Dann kann man so schön baden im Selbstmitleid, tut so schön wohl. Nein, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Warum konnte er Glaubensworte hineinsprechen in seine Situation, in seine riesige Schwierigkeit, die er da hatte? Weil Gott zu ihm geredet hatte. Gott hat zu ihm gesprochen im Dornbusch. Er hatte auch die Bibel noch nicht, wie wir heute. Da brauchte Gott einen Dornbusch, um zu ihm zu sprechen. Und er hielt dieses Reden Gottes fest, bewahrte es in seinem Herzen. Und dieses göttliche Reden war in ihm ein Aber gegen diese Situation, gegen diese Umstände. Mose aber
sprach. Ein göttliches Aber. Trotzdem kam er weiter in Schwierigkeiten. Er sprach diese Glaubensworte, aber die Situation wurde noch verschärft. Die Armee kam immer näher, das Volk wurde immer aufgebrachter. Und dann sprach Gott zu ihm. Dann schrie er zu Gott zuerst. Vers 15 und 16. Danach sprach der Herr zu Mose, was schreist du zu mir? Warum schreist du? Was hast du eigentlich? Wo ist das Problem? Hast du nur ein Meer und eine Armee und ein motzendes Volk? Wo ist das Problem? Was schreist du zu mir? Dann sagt Gott, Vers 16, du aber, hör auf zu schreien, du aber hebe deinen Stab und teile das Meer. Das göttliche Aber, Gott hat schon eine Lösung bereit. Gott hat kein Problem gehabt damit, dass er ratlos gewesen wäre und gesagt hätte, oh, was machen wir jetzt? Ja, jetzt haben wir schon ein Problem, was sollen wir jetzt machen? Nein, er hat gesagt, was schreist du? Du aber strecke deinen Stab aus über das Meer. Benütze deine Vollmacht, heißt es neutestamentlich. Benütze deine Vollmacht und teile das Meer. Du aber, die Situation ist aussichtslos, hoffnungslos, scheinbar endgültig. Gott sagt, du aber, ein göttliches Aber. Dieses Aber muss von einem Menschen ergriffen, genommen werden und verstanden werden. Es kommt nicht einfach so vom Himmel herab. Die Lösung Gottes kommt nicht einfach so vom Himmel herab. Wir müssen sie nehmen. Du musst es nehmen, hineinnehmen in deine Umstände, in deine Not, in dein Problem, in deine Situation. Es ist die Lösung Gottes für dich persönlich. Die Verheißung, das Wort Gottes, die Zusage Gottes. Mose hatte dieses göttliche Aber verstanden und er hatte den Mut, dieses Aber zu gebrauchen, einzusetzen, hineinzusprechen in seine Situation und wir wissen es, Gewaltiges geschah. Da geschah Gewaltiges. Mose war in einer aussichtslosen Situation und setzte dieser Situation ein göttliches Aber entgegen. Und die Situation hat sich total verändert. Ein weiteres Beispiel, 1. Samuel 17, Vers 45, kennen wir auch diese Geschichte. Das ist diese Geschichte, wo das Volk Israel durch eine fremde Armee in große Bedrängnis kam. All diese Kämpfer aus dem Volk Israel standen einem riesigen Philisterheer gegenüber. Alles top ausgebildete Soldaten in ihren Kampfanzügen und alle hatten Angst. Alle Israeliten hatten Angst, weil in diesem feindlichen Heer, da war ein Riese, der Goliath. Und da kam kein Kampfanzug, sondern in seinem Hirtenrock. Der kam, und warum konnte dieser kleine Hirte gegen diese Kampfmaschine von Mann angehen? Warum konnte er das? Warum hatte er diesen Mut, dieser kleine Teenager? Warum konnte er das? Das göttliche Aber war in ihm. Er kannte Gott. Und er wusste, auf diese Anfeindungen des Feindes gibt es ein göttliches Aber, ein Widerspruch Gottes gegen das, was der Feind tun will. Er nahm keine menschlichen Hilfen in Anspruch, er nahm keine militärischen Waffen oder Techniken in Anspruch, sondern er nahm nur dieses Aber Gottes, dieses göttliche Aber. Und mit diesem göttlichen Aber ging er in den Kampf hinein. Und bevor er diesen Philister bekämpfte, erlegte, hat er ihm gesagt, du kommst gegen mich mit Wurfspieß und mit Schwert. Dann sagt er, ich aber, ist dieses göttliche Aber. Ich aber komme gegen dich im Namen des Herrn der Herrscharen. Und dann hat er, dieser kleine Teenager, der da zu diesem Riesen hochschauen musste, hatte zu ihm gesagt, ich werde dich jetzt erschlagen und ich werde dir den Kopf abhauen. Das war sowas von kühn, sowas von frech, wie es wahrscheinlich nur ein Teenager kann. Und er hat das gemacht, er hat genau das gemacht. Dieses göttliche Aber hat in ihm gelebt, in David. Dieses göttliche Aber. Dieses Aber muss jemand nehmen, muss jemand ergreifen und umsetzen.
Und dieses Aber, dieses göttliche Aber ist ebenso für dich in deiner Situation gegen deinen Riesen, gegen den du stehst, verfügbar. Du kannst Gott sagen, wie groß dein Problem, wie groß dein Feind, wie groß deine Schwierigkeit ist. Gott ist nicht beeindruckt davon. Er ist nicht beeindruckt davon, er ist nicht ratlos. Er kapituliert nie vor Schwierigkeiten, sondern er hat ein Aber, ein göttliches Aber. Und er möchte dir dieses göttliche Aber geben, damit du es hineinnehmen kannst in deine Situation, damit du es übernehmen kannst, wie David gegen Goliath, dass wir dieses Aber, dieses göttliche Aber unseren Problemen, unseren Schwierigkeiten entgegenschleudern können. Jeder Hoffnungslosigkeit, jeder Resignation, jedem Symptom schleudern wir so ein göttliches Aber entgegen, wie David. Wir ignorieren nicht die Fakten und sagen, ja, es ist alles in bester Ordnung, wir haben keine Probleme. Nein, wir sagen, ohne Gott haben wir keine Chance. Ohne Gott gehen wir unter, sind wir verloren. Ohne Gott haben wir keine Chance. Aber Gott hat gesagt, Gott hat seine Verheißungen gegeben, Gott hat seine Zusagen gegeben. Und dieses göttliche Aber ist verfügbar für uns, ist verfügbar für dich. Und wir müssen lernen, es hineinzunehmen in unser Leben, in unsere Situation, in unsere Schwierigkeiten und es anzuwenden. Dass wir eben sagen, meine Situation ist schwierig, ist hoffnungslos, menschlich gesehen gibt es keine Möglichkeit, aber Gott sagt in seinem Wort, oder meine Symptome werden immer schlimmer, medizinisch, menschlich, wie auch immer, gibt es keine Hilfe, aber Gott sagt in seinem Wort, durch seine Wunden bin ich geheilt. Aber Gott, dieses göttliche Aber, wir müssen dieses göttliche Aber hineinnehmen in unser Leben, in unser Denken, in unsere Probleme hinein. Jesus selber lebte das. Für die, die mitschreiben wollen, Matthäus 19, 26. Jesus selber lebte das, dieses göttliche Aber. Oder Lukas, in Lukas 5, 5 und 6, Petrus lebte dieses göttliche Aber. Das ist ein Beispiel, wo Petrus mit seinen Fischerkollegen die ganze Nacht durchgefischt hatte und nichts gefangen hatte. Und am Morgen, als sie zurückkamen zum Ufer, stand Jesus am Ufer, ein Zimmermann, kein Fischer. Und er sagte zu diesem Profifischer, hey du, jetzt fahr noch mal raus und wirf die Netze rechts vom Boot aus. Jetzt hast du es links versucht, versuch's mal rechts. Und der Petrus hat gesagt, nein, jetzt haben wir die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt ist es hell, keine Chance. Er war ein Profi, er wusste das. Er wusste, keine Chance jetzt noch Fische zu fangen. Gegen seinen Verstand, gegen seine Logik, gegen seine Berufserfahrung, gegen die Gefahr des Ausgelachtwerdens von seinen Kollegen, von den anderen Fischern, sagte er, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Aber auf dein Wort hin, nicht einfach so, sondern auf dein Wort hin. Und sie haben das gemacht und das Schiff drohte dann unterzugehen, so viele Fische haben sie gefangen. Die Netze waren zum Bersten voll. Aber auf dein Wort hin. Oder Apostelgeschichte, wenn wir die lesen, dann sehen wir, überall dort, wo Menschen dieses göttliche Aber genommen haben und festgehalten haben, da ist etwas geschehen. Überall dort, wo Menschen das göttliche Aber festgehalten haben, da hat Gott gewirkt. Da hat Gott gewirkt. Da sind Menschen geheilt, befreit worden. Da sind die Werke des Teufels im Leben von Menschen zerstört worden.
Ein Beispiel Apostelgeschichte 16, 23 folgende. Das ist dieses Beispiel von Paulus und Silas in Philippi. Sie waren da und haben das Evangelium verkündet in dieser Stadt. Und die Folge war, der Teufel wurde aufgebracht gegen sie und versuchte sie unschädlich zu machen und hat sie aus dem Verkehr gezogen in den Hochsicherheitstrakt von diesem Gefängnis in Philippi. Im innersten Block, im innersten Bereich dieses Gefängnisses, im Block eingeschlossen, sicher verwahrt. Zuverlässig, sicher, dort sind sie weg. Unschädlich gemacht. Aber Paulus und Silas kannten das göttliche Aber. Sie wussten um das göttliche Aber. Dieses göttliche Aber hat in ihnen gelebt. Und was haben sie gemacht? Sie haben mitten in der Not, im Problem, in der Schwierigkeit, haben sie Gott angebetet. Sie kannten dieses Aber, diesen Widerspruch Gottes gegen die Werke Satans. Sie wussten um das göttliche Aber. Und die Auswirkungen dieses Abers waren gewaltig. Da geschah ein Erdbeben und alle Türen dieses Gefängnisses haben sich geöffnet und der Kerkermeister hat sich bekehrt samt seiner Familie. Also dieses göttliche Aber, wenn du es hineinnimmst in dein Leben, es sprengt Ketten, es öffnet Türen, es sprengt Fesseln, die dich zurückhalten wollen. Und es hat Auswirkungen, gewaltige Auswirkungen in deinem Leben, in deinen Umständen, wo du drin bist. Dieses göttliche Aber. Zum Schluss Epheser 2. Hier werden wir beschrieben, wie wir waren, bevor wir Gott kannten, bevor wir mit ihm gelebt haben. Wie wir verloren waren in Sünde, in Verdorbenheit, in Verlorenheit, hoffnungslos, Epheser 2. Und euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und eure Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieser Welt, Zeitalter dieser Welt, nämlich gemäß dem Beherrscher der Macht in der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also ist dieser Weltbeherrscher, ist Satan, der wirkt in dieser Welt. Dann steht, unter ihnen führten auch wir alle einst unseren Wandel in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir dem Fleisch und den Neigungen den Willen taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die übrigen. Also total daneben. So waren wir. Total daneben, verloren in Sünde, nur nach dem getrachtet, was unserem Fleisch, unseren Lüsten dient, hoffnungslos in dieser Welt, unter der Knute der Beherrscher dieser Welt. Das war unsere Situation, bevor wir Jesus kannten. Dann Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir doch durch die Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Das göttliche Aber, das hineingekommen ist in unser Leben hinein, hat uns frei gemacht von der Gewalt des Feindes. Das göttliche Aber. Gott war nicht entsetzt und ratlos, als er uns gesehen hat in unserer Sünde, in unserer Verlorenheit, in unserer totalen Verdorbenheit und Unfähigkeit, sondern er hat all dem ein göttliches Aber entgegengesetzt. Gott aber. Er setzt dem Verderben der Menschen, das sie sich selbst bereitet haben, ein Aber entgegen. Ein göttliches Aber. Und das ist eigentlich Golgatha. Das ist das, was Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Das ist das göttliche Aber, das für uns verfügbar ist, das für uns da ist. Das göttliche Aber, das für all deine Probleme, für all deine Schwierigkeiten, für all deine Nöte, wo du drin bist, der Widerspruch ist gegen das, was Satan aufrichten will oder wollte in deinem Leben.
Das ist dieses göttliche Aber, das du hineinnehmen kannst in dein Leben. Die Verheißungen, die Zusagen Gottes, all das, was Jesus erwirkt hat in seinem Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha für dich und für mich. Das ist dieses göttliche Aber. Wenn wir das hineinnehmen in unsere Not, in unsere Probleme und sagen, das Problem ist zwar groß, ist vielleicht hoffnungslos, endgültig, aber Gott sagt in seinem Wort, aber Gott hat diese und jene Verheißungen gegeben. Das ist dieses göttliche Aber. Und am Anfang haben wir gesehen, dass wenn wir in dieser Welt leben, dann sind wir Fremdlinge und wir haben zu kämpfen in dieser Welt. Wir haben zu kämpfen gegen Geister, gegen dämonische Mächte. Und wir brauchen nicht zu sagen, ja, was soll ich schon? Was soll ich schon kämpfen gegen diese Mächte? Wer bin ich schon? Wenn ich die Auswirkungen anschaue in dieser Welt, was kann ich schon dagegen ausrichten? Wenn ich die Auswirkungen anschaue in meinem Leben vielleicht, in meiner Familie, bei meinen Verwandten, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Umgebung, in meiner Nation, das ist doch viel zu schwierig, ist doch viel zu extrem, ist alles so stark und so endgültig. 1. Johannes 5, 19 und 20 haben wir am Anfang schon angeschaut. Da steht, die Welt ist in der Gewalt des Bösen. Die Welt ist in der Hand des Bösen. Dann steht ein göttliches Aber. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wir wissen aber, dass es eine totale, alles umfassende, abgeschlossene Erlösung gibt für uns und eigentlich für alle Menschen dieser Erde. Es gibt eine Lösung für all deine Schwierigkeiten, für all deine Probleme, für all deine Nöte, wo du drin bist. Gibt es eine Lösung, gibt es ein göttliches Aber. Wir wissen aber, die Welt ist in der Hand, in der Gewalt des Bösen, wir wissen aber. Wir wissen aber, wir wissen, wir müssen, wir sollen, wir können Wissende sein. Du kannst ein Wissender sein, wie Josef, wie Mose, wie David. Und woher kommt dieses Wissen? Es kommt aus dem Wort Gottes, aus den Verheißungen, aus den Zusagen Gottes. Das, was Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz von Golgatha. Wir wissen aber, du musst es wissen. Du musst wissen, was hat Gott für mich vorbereitet. Was hat Jesus für mich erwirkt am Kreuz von Golgatha. Du musst es wissen. Wenn du es nicht weißt, dann bist du den Problemen, den Schwierigkeiten, den Nöten in dieser Welt ausgeliefert. Dann bist du den Mächten in dieser Welt ausgeliefert. Dann hast du denen nichts entgegenzusetzen. Dann können sie dich versuchen und du kannst dem nichts entgegenstellen. Kein göttliches Aber. Wir müssen Wissende sein. Und Wissen, Erkenntnis, göttlichen Durchblick kommt durch das Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes kennen, die Aussagen Gottes kennen. Und wenn du sie kennst, dann wirst du Satan gefährlich in deinem Leben an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hast. Weil du um das göttliche Aber weißt. Dann werden durch uns Menschen freigesetzt. An deinem Arbeitsplatz, wenn du am Einkaufen bist, dann lebt dieses göttliche Aber, dieser göttliche Widerspruch in dir. Die Welt liegt in der Hand, in der Gewalt des Bösen, aber wir kommen, seid ihr bereit? Geht hin in alle Welt und bringt dieses göttliche Aber in die Welt hinein. In deine Umgebung, in deine Verwandtschaft, in deine Nachbarschaft, deinen Arbeitsplatz, die Migros, in den Coop. Das göttliche Aber, dieses göttliche Aber. Die Verheißung, die Erlösung, die Jesus für uns und eigentlich für jeden Menschen erwirkt hat. Das ist dieses göttliche Aber. Nimm das auf für dich zuerst. Für dich, für deine Not, für deine Situation, wo du drin bist, und dann bring es hinein in diese Welt.
den Menschen dieser Welt. Amen.